geht's dir? Nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich es nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge, alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst, ich lasse mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Geh nach Hause. Oder besser gesagt, zu Joe nach Hause. Und ja immer noch kein eigenes Haus. Ich sehe, dort hat so ein Verzeihung. Huthändler. Jo. Vor an meine Grätsche, Mann. Ich würde gerne schauen, ob ich da was kaufen kann. Ah, das ist gerade da immer. Mal schauen, was es so hat. Wir haben ja 1000 Stutz. Hallo. Einfach meine Jacke. Einfach meine Jacke. Tag. Im Geschäft Diese umsehen. Qualität ist ihren Preis wert. Wäre das dann alles? Nein! What the fuck, jetzt habe ich es einfach gekauft. Ah, ja, egal. Jeder Lederjacke, Freizeit, Kleidung kaufen. Kann ich nicht zuerst schauen, wie es aussieht? Das sieht doch beschissen aus, Mann. Ah, so etwas wäre, glaube ich, besser. Freizeitanzug mit Hut. Ah, sicher so ein beschissener Hut. Regenmantel wollte ich nicht. Zeig mal Ich das sehe da. schon, Sie haben Geschmack. So einen Geschmack wollte ich erst mal sehen. Oh mein Gott. Kann ich mich wieder umziehen? Ja, egal, wir gehen ja sowieso heim. Kann ich mich Viel Freude wieder umziehen. Ja, jetzt habe ich das Auto dort hinten stehen. Oder? Ja. Weißt du was? Gefällt dir das Auto? Ich verkaufe es ja, wenn es willst. Natürlich. Natürlich. Direkt mein Auto kaputt gemacht. Ja, wir können jetzt warten. Ich fahre erstmal rein. Kofferraum geht von allein auf. Nice. Ja, Brad, der Joe wohnt ja genau neben dran. Ist ja der Weg zum Auto länger gewesen. Wenn du schlafen gehst, springst du zum nächsten Kapitel. Ich was sagen, wir machen das hier aber. Ich bin noch nie von vorne hier gekommen. Ich glaube, da ist hier, oder? Ja. Da ist einfach mal ein Loch in der Wand, warum nicht? Da wo wieder der Putzfrau vorbei. Ich glaube, die hat daraus gelernt. Belastet niemand mehr. Wo liegt das rum? Das sind normale Magazine, okay, nicht zum Sammeln. Das ist nur Telefon. Können wir essen. War nicht schlecht. Ah, wieder so ein Sandwich. Warum nicht? Sie ist Leben wieder voll. Wir können gar schlafen. Oh, Licht ausschalten. Ja. Sonst wird es schwer zum Schlafen. Gehen wir mit dem Hut und mit dem Anzug schlafen. Warum nicht? Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Frohen Mutes. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen. Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Der war der Mama Arsch. so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe.
Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend. Angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scarletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Ja, ja. 10 Jahre. Wegen Briefmarken verkauft hat. Weißt du das? Tankmarken. Gut, wir haben sie aus dem Safe rausgeladen. Also. Alter, sind wir jetzt. Sind wir bei Prison Break oder was? Frischfleisch, ich gebe da schon Frischfleisch, Mann. Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Nein, keine Dummheiten. Jo, sie sind ja voll aufgeteilt, Mann. Da Coronavirus-Abteilung. Da sage ich lieber nicht, bevor ich am Arsch bin. Machen wir da hinten. Los! Jetzt weit! Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Meint er mich, oder? Was ist? Du nicht sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Chill mal, Was ist Alter. los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los! Geh auf, ich schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt weit! Also ich lauf lieber. Hey, blöd, Nein, ich ich wollte nicht. sag's nicht zweimal. Nein, ist Ab schon in die gut. Reihe. Ja, ist gut, Alter. Was habe ich jetzt gemacht, Mann? Ist okay, schlag noch mal rein. Vorwärts! Du kriegst noch alles zurück, Kollege. Stehen bleiben. Und rechts um. Da ist rechts. Bruh. Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher. Mein Name ist Captain Terrence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist. Euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage. Oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach.